Schönen guten Mittag, der neuen Regierungsrat, auf die ich kann denken, vor dem Punkt vom Covid-19, von der Situation hier im Land, den Hauptpunkt vom Ordre du Jour. Ich spreche nicht zu verstoppen, dass die Zahl von den Neuinfektionen höher ist am Grand Duché, dass alles auch an einer Relation auch zu sehen, wie den Testing auch geliefert, Spezialsituation auch mit Residenten auch zu Lützeburg ist, aber unabhängig von den Zahlen kann sie interpretieren, wie ihr wollt, kann sie probieren, schön zu malen, sie ist hoch. Es war vorausgesehen, und wir wussten ja auch, dass beim Dekonfinement auch der Risiko für das Neuinfektionen geben klammen. Das Ziel war es, und es bleibt als höchstes Ziel, das Gesundheitssystem zu protegieren, an dem keine Überlastung kriegt, das heißt, dass man nicht mehr an der Kapazität sind, vielleicht können zu soignieren. Dafür ist Männer testen keine Option. Den Testing ist die allerperformanteste Waffe gegen Leute, gegen das Virus. Wir haben einen Huss. Wichtig ist aber für uns, dass es kein exponentiell Huss sollte auch gehen. Das ist ein linear Huss, das ist ein linear Huss, aber sie ist aber, wie gesagt, linear. Das heißt, es sind Zahlen, die aber ihn alarmieren, aber nicht direkt schockieren. Es sind aber ein Rutsch von Mesuren, die auch geholfen sind, mit der Evolution von den Zahlen. Zellule de Crise, also auch reorganisiert gehen von Seiten von der Gesundheitsministerin, Zellule de Crise von der Santé, an Komposition auch an eben Taschenabteilung wird auch nur Internet zu finden sind mit von denen verschiedenen Leid. Über Deutschland muss ich sagen, dass den kollektiven Effort auch von all den Regierungsmembern für im Ausland Kontakt abzuholen, Ministerin holen, mit ihren Homologen auch Kontakt eben für jeden auch zu erklären, wie die Situation heute in Lützeburg ist und dass die plagische Zahl nicht am Anfang alles ist von den von Infizierten etwas liest. Das muss ich nämlich auch vergleichen mit den anderen Ländern. Und wie gesagt, es sind auch Erklärungen, die wichtig sind. Ob das die ist, dass wir heute in Lützeburg ganz viel testen, ob das die ist, dass wir Frontalien mit abrechnen. Aber wie gesagt, für uns ist es wichtig, auch eben zu erklären, für wie die spezifische Situation auch heute in Lützeburg auch ist. An die Kommunikation, ob das ein Außenminister ist, der mit seinen Homologen, die zuständig sind für die Grenzen, als die permanent stattfindet, ob das Gesundheitsminister ist, die mit ihren Homologen Santé-Niveau auch diskutiert, ob das man am kann mit der Responsablen hier aus der Großregion, aber auch alle einzelnen Minister, die wirklich Kontakt auch abhält mit den verschiedenen Repräsentanten aus dem Ausland für den Austausch mit ihnen auch können zu tun. Ich wieder wisst du nicht in Freitag und Samstag noch ein Conseil Européen. Ich werde den dritten Punkt auch soulevieren an dieser Situation, die wir hier auch haben, für die Kollegen auch zu sagen, dass die Solidarität Europäen an aber auch das, was die Kommission gefragt hat, dass sie viel soll testen, aber nicht kann dann nur ihr Land bestrafen, wer das auch möchte. Die nächste Schritt, die wir machen, ist froh, die ich ganz vielleicht stelle, wie geht es weiter? Was geschieht lo? Das hängt absolut auf, wie Zahlen sich auch entwickeln. Wir haben auch mit den Experten nicht mehr spät wie heute Morgen einen Échange gehabt. Und die Experten sagen uns selber, dass sie aber nach Politik brauchen, wir können wirklich all den Données zu verschaffen und noch können zu sagen, wo wir dran sind, wie die Situation ist, und was müsste ein Erhol gehen. Dafür ist es heute zu frei, wir können Ankündigungen zu machen, wie es an den nächsten Stunden soll weitergehen. Die wisst, dass wir an der Chambre auch ein neues Covid-Gesetz gestimmt wird, das schon ein nächster Schritt in Richtung mehr Restriktionen für uns, die am privaten Kader sind. Wir meinen, dass das auch ein nächster wichtiger Schritt ist, eben auch gegen die Leute, gegen die Pandemie. Wichtig ist aber auch nach einmal daran zu erinnern, dass die Regeln, die Barrieren, die wir haben, noch immer gültig sind. Und ob das an der Öffentlichkeit ist, wenn es ankaufen geht, so wie daheim, wenn die Leute empfängt, der Risiko von einer Transmission vom Virus ist nicht mehr klein, wenn das Haustier so ist, wie wenn er auf einem öffentlichen Platz sitzt. Da, wenn sie die Barriere, die Distanz, die Maske,
ass kein Luxus. Das ist ein Akt von Solidarität. Das ist ein Akt von Responsabilität. Und das soll man alle Gute nicht vergessen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass bei verschiedenen Leuten der Virus eine Geschichte wird, dass es zur Vergangenheit gehört. Wir gesehen, dass der Virus haut. Heiers, dass der Virus da ist, dass der Virus noch nicht verschwunden ist. Und da sind die Gestbarrieren mehr wichtig wie je auch zu respektieren. Wenn Zöllen aber weiter verklammen, an den nächsten Tag habe ich auch schon der Regierungskollegin angekündigt, dass ich Sonden wird der Regierungsrat dann abberufen, zu summen, Matten, Spezialisten, für eben Martinen auch die nächsten Schritt können dann zu diskutieren und zu gucken, wie ein Schritt dann eben necessär wäre, wann das der Fall auch ist. Wir sind der Meinung, dass der Respekt von Gespräch, die neuen Mesuren, die wir angeholt haben, schon, wie gesagt, die erste Etappe sind, die in diesem Moment mehr dringend sind wie je. Es gibt die ganze Zeit über Testing geschwätzt. Ich hören die ganze Zeit, wie testen wir da so viel Leute, soll man dann nicht mehr Leute testen, wie das nicht besser, dann hat man mit klein Zahlen. Wir sind der Überzeugung, dass die Teststrategie schon die richtige ist. Und wir dürfen uns nicht treiben lassen. Wir müssen erklären und wir müssen abklären. Wir dürfen die Gesundheit von der Population nicht aufs Spiel setzen, weil verschiedene Länder als Risikogebiet gesehen. Das wird das falsche Zeichen. All Infektionen, die ich kann all Ketten, die ich kann brechen, all Transmissionen, die ich kann stoppen, ist wichtig. Und da sind das Large-Scale-Testing ganz, ganz wichtig auch für uns. Aber nicht nur allein das Large-Scale-Testing. Und ihr wisst, dass wir ganz, ganz viel testen. Und Madame Lehnert wird dann auch mehr an den Detail gehen. Wir testen die Leute durch das Large-Scale-Testing, wir testen auch die Leute, die Lichtsymptome haben. A verschiedene Länder geht just getestet, wann der wirklich Fever hat, krank sieht oder sogar wann der Komplikationen just hat. Von den sich den Spiegel nicht für und Gesicht will halen. Für aber die Realität von der Situation an den verschiedenen Ländern zu sehen, als nicht das, was man nicht will machen. Wir sollen auch als bewusst sein, dass ein Zoll heich ist, mit die Zoll reflektiert auch das, was um Terrain ist, auch just für gut Zöllen zu tun. Und dadurch Sachen wollen dann eben nicht wollen zu kommunizieren und nicht wollen zu tun, wir einfach zu viel Risiko für uns eigene Population. Das Testing ist wirklich am Sinn von unserer eigenen Population auch zu protegieren. Wir verstehen, dass es auch ein größter Mund gibt für Informationen. Das ist verständlich. Und wir sind auch der Meinung, dass Transparenz ganz wichtig ist, an Donnerstag auch weiter zu gehen. Aber wir können alles kommunizieren, was wir auch können kommunizieren, was wir kriegen von Informationen. Aber wie gesagt, es sind verschiedene Sachen, die nicht zu 100% verlässlich sind. Es sind verschiedene Sachen, die müssen überprüft auch gehen. Aber wie gesagt, die Regierung hat nichts zu verstoppen an dem heutigen Dossier. Wir haben auch den Morgen festgehalten, dass wir mit den Gemengen enke Kontakt wollen auch hun an do als auch eng Person am Gesundheitsminister am moment den Zustand als Fitrelation mat de Gemenge für das Gemengen auch direkt informiert gin, wann e Fall von eng Cluster oder Tisch Fall von enger Augmentation vun den Zölen vun den Infizierte an der Gemenge auch sinn, fir könne man Bojameester doiwwer euren Echange zu hunn. Wie gesot, die Zöle sinn berogenet, die Situation ass am moment an de Spideler nicht schockant, das heißt, wir haben Zölen, wo wir wirklich nach packen. Wir müssen alles machen, für dass die Situation nicht überlebt. Das heißt, dass man in eine Situation kommen, wo man nicht mehr verpacken. Am Moment ist es linear, das ist kein exponentiell, die wir haben. Und wie gesagt, den Effort am Privaten, als ob man so wichtig wie auch am Öffentlichen. Und für uns, also wir haben uns eben organisiert, wie gesagt, nur an der Chambre mit einem neuen Text. An nach en kreiert Analysen mat den Experten, die man fir Weekend der werden finalisiert kreen. Wir können Sonden wann zuelen, wie gesot weiter an den Richtung gife goen, a weiter gifen an Blut goen, dann am Regierungsrat eben die nächsten Schritt muss können zu diskutieren. Wir hoffen net, dass man muss einen Schritt erholen, wie gesot schiet für den einzelnen as ein Deel. Wir können evitieren, dass man neue Mesuren muss holen. Und dat muss für ihn sich einzeln auch bewusst sind, weil er Madame Lehnert. Ja, merci an gute Mittag. Ja, das gut zu unterstreichen, das als ein Large-Scale-Testing, auf dem wir ganz stolz sind, wo man immens viel Energie dran gesetzt und wo man viel dran investiert tun als Land, dass das nach wie vor der Baustein von unserer Strategie, also auf dem wir Haut zielen und auf dem wir aufbauen.
das Teststrategie hat uns differenziert von Anfang von der Krise und von unseren anderen Noppeschländer, weil man viel mehr getestet haben von der ersten Stunde an dat loser abgefuhr sind ob Quantitäten, wo andere Länder definitiv nicht drunter kommen. Das ist eine Ambition, die wir als Kind haben für Wert. Wir können ganz einfach so schnell wie möglich den Virus dort zu reparieren, wo er ist. Wir sind im Hannen drin, und das wird man en place gesagt haben, für wirklich schnell zu testen, nicht nur als Selbstzweck, das ist nicht nur ein Stolz für Nummer 1 zu sein am Testen, sondern das hat einen Sinn und Zweck. Testen erlaubt als die Leute zu identifizieren, die infiziert sind, darunter sie, die Leute, die eventuell schon infiziert sind, weil es geht darum, das Leute wirklich zu ekartieren, in Quarantäne zu holen, für dass wir die Transmissionskette wirklich so gut wie möglich gebracht kriegen. Das ist uns gelungen, ich gebe das gerne daran erinnern, weil das vergisst den immer ganz schnell, wir haben über lange Wochen eine ganz große Stabilität gehabt. Durch den ganzen Dekonfinement haben wir Schritt für Schritt wirklich als ganz niedrig gehalten, justement durch die Teststrategie, die wir hatten, durch den Tracing, den wir gemacht haben, haben wir hingekriegt, das wirklich niedrig zu halten. Lo haben wir durch die Loop, die wir als Kind haben, für eben genau hier am Land zu observieren, was geschieht, sehen wir natürlich auch als Zahlen, die an die Lut gehen. Und die kann ich nicht schön reden. Die sind nicht da, weil wir testen, die sind da, weil sie da sind. Ein Test erfindet keine positiven, bis auf weiteres. Wir haben just die Chance, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern eine bessere Vue ob den Detail an unserem Land tun. Andere Länder haben mit Sicherheit eine große Dunkelziffer, wo sie nicht genau können abschätzen, was das wird bedeuten. An der Situation sind wir nicht, weil wir eben durch unser Large-Scale-Testing eine relativ genau Vue kriegen, wie mit der Prävalenz vom Virus an unserer Bevölkerung steht. Und wie dadurch evaluiert, wir können auch über den manuellen Tracing, wo wir ganz viel Energie und Zeit drauf wenden, eben herausfinden, ob man mit größeren Clustern zu dienen haben, ob es Phänomene sind, die durch die ganze Bevölkerung verbreitet sind. Und dadurch eben so gut wie möglich können als Kommunikation auch zu adaptieren, Handeln und als Präventivmesuren. Das ist also etwas, was ganz wichtig ist, gerade logisch so, wozu den gehen, also mehr wichtig wie je, das nicht zu labern, das sind einfach weiter. Weil als Ziel also nach wie vor die Neuinfektionen, die man notgedrungen haben, wenn man dekonfiniert, wenn man mehr an eine Normalität gehen kann, nicht evitieren, dass Neuinfektionen kommen. Es geht darum, sie so niedrig wie möglich zu halten, so bei einem Niveau zu halten, wo man wirklich wissen, können rechnen, dass man in unserem Land keine größere Schwierigkeiten werden kriegen, Niveau von der Spitäler, von der Prise en Charge, von den Patienten. Das war immer Ziel und das ist auch noch immer Ziel und das nicht, weil Situationen alarmant gehen, dass das bemol nicht mehr Ziel wird. Das gerade lo, wo es visibel geht, da sind justement froh, dass das in die Utien holen, dann sind sie massiv ersetzen. Voilà, den Monitoring, gibt viel Monitoring gemacht. Ich gehe auch noch darauf hinweisen, dass wir justement zu den Ländern gehören, die nicht nur ganz viel testen, aber auch, und das läuft parallel zu denen, wo die Mortalität rund um die Corona extrem niedrig geblieben ist durch die ganze Krise. Und das ist heute erwiesen, wenn man die Vergleiche guckt, an der EU jedenfalls gesagt, dass es die Länder sind, die eine ganz ambitiöse Teststrategie haben, die auch wirklich niedrige Todeszahlen haben. Und denen geht es nicht so groß für die Diskussionen, die im Moment laufen, aber das ist aber Faktor, das nicht zu vergessen, weil das wäre als echt Priorität. Wir sind ganz froh darauf, dass wir die Opferzahl, die wir zu verbuchen haben, eben konnten hier am Land niedrig halten. Und das ist auch eigentlich just möglich. Und das hat sich erwiesen, dadurch, dass sehr viel Test. Fakt ist auch, dass den Reporting, der gemacht wird von den Zahlen, nicht einfach au gré DPI gemacht wird, sondern das geregelt auf EU-Ebene. Das heißt, das was rapportiert wird, das nicht Resident, non-Resident, nee, das sind einfach Resultate, die an Labor gemacht gehen. Das heißt, die Regel ist die, dass ein positiven Test, den an einem aggregierten Labor gemacht wird, muss rapportiert gehen und noch vom nationalen Focal Point dann und die europäischen Autoritäten weitergelegt gehen. Das heißt am Klartext, dass man RKI Zahlen hat, da sind das nicht die, die bei uns auf der Television oder bei uns am Site liest, aber das sind die offiziellen Zahlen, die wir auf Brüssel müssen melden. Wenn nicht auf Brüssel, die sitzen aus Schweden, das ist aber eine europäische Institution. Lo ist aber so, dass wir von Anfang an auch da, wir sind auch da präsent an den Institutionen, von Anfang an immer ganz transparent auf eine spezifische Lützeburger Situation aufmerksam gemacht und die ist nicht unbekannt. Wir sind in von den ähnlichen Ländern pour cause, weil wir ja spezifisch sind, mit einem ganz hohen Anteil und Non-Residenten, die auch bei uns im Site eben immer abgesplickt haben, den Anteil von Residenten und Non-Residenten bei den Infizierten. Und da ist Grafik online spielt, ja so schon wochenlang online gesagt, in der Durchstand der Mitte
war dat lo 82% eben Residenten, gegenüber 18% Non-Residenten, die positiv erfasst sind. Das etwas, was wir nie verstoppt tun, was wir auch immer argumentiert tun, geht das dann an den offiziellen Zölle bis dato nicht so rapportiert war, weil das nicht der Mechanismus ist. Das werden wir lo machen, wenn das dezidiert als Regierung zu ändern. Wir werden lo just Residenten rangehen, weil eben Nationalkonsequenzen aus einem UT gezogen gehen, für den UT nicht geduld war. Das war nicht der Sinn und Zweck vom Reporting von den positiven Resultaten, dass in Plan 12 Vergleich ging. Sodass man als du wäre mit der Tüten Savettel schon gesucht, dass immer am Gange neben auf diplomatischem Plan als Situation zu plädieren und zu argumentieren. Dann gebe ich auch gerne ein Klarstellen. Es gibt ganz viel immer gefragt, wie ist der Unterschied von den Resultaten der Large-Scale-Testing an Normaltests. Also, wir haben insgesamt seit dem Dekonfinement 282.000 Tester gemacht. Da ist es so, dass die Großmajorität, also quantitativ gesehen, 66% von den Tester als Large-Scale-Testing, gegenüber 34%, die Normaltester sind. Was der Valo den Output betrifft, das ist die positiv, die dabei rauskommen. Da ist nun eben mal aber genau umgedreht. Und auch das ist ein Fakt. Das heißt, wir haben am Large-Scale-Testing den als responsabel für 15% von denen positive just, obwohl die meist unfällen uns Tester aus, während die ganz normal, das heißt die Leute, die getestet, weil sie Probleme haben, weil sie bei den Doktor gehen, weil sie Symptome haben, und die machen 85% von den Positiven aus. Sodass ich nicht kann davon ausgehen, dass die große Unzahl von Tester Bild allzu viel verzerrt. Wenn ja schön, wenn das so wäre, dann könnte man das auch mit fett unterstreichen. Wir haben schon eine Zahl und Positiven, die auch durch als Normalteststrategie, also aufgesehen vom Large-Scale-Testing reveliert wird. Und auch da, und das just in der Strache gehen, sind wir auch nicht unbedingt wie die anderen. Wir haben ganz sehr angefangen, eben viel mehr breit zu testen, vielleicht wie andere Länder, dadurch, dass wir als die Moyen gehen, und das ist so ein großer Kostenpunkt für unser Land. Am Anfang kommen wir auch restriktiv, weil man nicht so viel Testmaterial hatte, wirklich die Leute mit akuten Symptomen getestet, was man mehr Material hatten, zur Verfügung hatten, was man wirklich auch Lichtsymptome schon getestet und das ganz eben für so präventiv wie möglich zu schaffen, an Remmenkehr für so schnell wie möglich hinter dem Virus zu sehen. Wenn der mich freitest, schon bei leichteste Symptome, wenn der mehr Chancen hat, die Leute zu isolieren, aber der mehr Chancen hat, eben die Multiplikation zu unterbrechen. Also auch da sind wir aufgesehen vom Large-Scale-Testing ganz spezifisch, also viel thematisiert, als immer ganz einfach durch den Fakt, dass wir als ambitiös abgestaltet und wirklich ein gutes Service anbieten, für so breit wie möglich zu testen. Nun eben mal an einer Situation, wo wir auch mehr fahren wie andere Länder. Forcément, weil wenn ein Test kann ihn auch nicht positiver fahren. Voilà, aber das soll zu den Neuinfektionen. Wir haben das den Rendezvous für den Rückblick. Wir sind zurückgeguckt auf die Woche vom 7. bis den 12. Juli, wo wir eine Dokumentation dazu wird kriegen. Hier haben wir 402 neue Fälle. Davon sind 62%, also auch ein zwei Drittel, die aus den sogenannten normalen Tester kommen, die symptomatisch Leute. Was ganz interessant ist, was da vielleicht ein kleines positiven Element für Haut ist, an dem Kontext, den echt beunruhigend ist, für viel Unruhe sorgt. Wir haben bei den Neuinfizierten von der letzten Woche aber schon 41% Leute, die schon in Quarantäne waren. Und du gesagt, dass das ganze System aufhängt zu greifen. Weil wenn die Neuinfizierten schon in Quarantäne waren, da wissen wir mal zumindest par rapport zu denen, wenn sie schon die Quarantäne gehalten haben, dann kommt schon noch ein darauf zurück, wie wichtig das auch ist, dass der Virus jedenfalls mal nicht mehr weitergehen. Und darum geht es ja, dass man so frei wie möglich Leute, die eventuell infiziert sind, auch schon isolieren, für dass man das Risiko von einer Weiterverbreitung so weit wie möglich eingeschränkt kriegen. Wir haben auch weiterhin eine Altersmoyenne, die relativ niedrig ist, 35 Jahre, also echt Jungleute, die sich infizieren. Das sieht etwas aus, als an dem Sinn auch, wenn ihr nur eine Projektion möchtet, ob eventuell Hospitalisationen eigentlich beruhigend, weil die Leute selber, die sich neu infiziert haben, die drohen an sich kein großes Risiko an einem Spital zu landen. Allerdings, und das wo ein bisschen Geduld ans Spiel kommt, haben die Leute immens viel Kontakte gehabt. Wir haben das Woche, genau wie schon letzte Woche, also vorige Woche waren wir bei 2000 Kontakten, die wir identifiziert hatten, auch das Woche haben wir die Grenze von 2000 sogar leicht überschritten.
Und da muss man eine genaue Analyse machen, die man dann nicht aufgeschlossen, die hofft man auf Ende Woche zu haben, wo in der Alterskategorie, der Altersstruktur von denen Kontakten mir genau gesagt, weil da steht auf Feld ganz vieles, wenn die jungen Leute hauptsächlich mit anderen jungen Leuten Kontakt hatten, die dann nur isoliert gehen, dann ist ein Mann großes Risiko, wie wenn sie viel Kontakt eben an der Familie hatten, mit älteren Leuten, hängt auch ein bisschen davon ab, wo sie arbeiten. Das ist das nach einem Inconnu, da haben wir halt noch nicht die glasklare Vue drauf, wenn die Leute sind. Mit das etwas, wo wir drauf schaffen, dann eben noch ein relativ ambitiöses Monitoring-Programm en place, und den als das erlaubt, dass wir in einer Situation, wo viele andere Länder froh wären, wenn sie die Moyen hätten, nicht alle Länder so aufgestellt, dass die Donnerien hat, eine Abteilung an Alterskategorien mehr Hunde, also dass wir da auch zuversichtlich sind, dass man relativ genauen Monitoring können führen, an Projektionen machen, eben aufgrund von den reellen Neuinfektionen, aufgrund von den reellen Kontakten, was das für Implikationen wir tun, ob uns Spitäler. Ich verstoppe nicht, dass man mit den 2x2000 Kontakte extrem aber Bedrängnisgerode sind. Das war die größte Challenge, die wir an der Verwaltung seit Anfang von der Krise hatten. Über die letzten Wochen, du hast Stunden telefoniert gehen. Und das war auch am Service eine ganz klare politische Priorität, wo ich absolut dahinter stehe. Und die Leute gesagt, die ruft prioritär an, weil alle Retards, die wir da dran kriegen, die bringen die Retards noch an, matzig, wo man die infizierten Leute bei mir spät können isolieren, hier Kontakte mich spät isolieren, sodass man da wirklich viel gerudert tun, über die letzte sind aber ganz froh, gestern Abend war der nächsten Abend, wo sie wirklich richtig bei waren, wo kein Backlog mehr war. Das kriegen wir löser an den Griff mit, das ist eine ganz große Challenge, und dafür auch wirklich von meiner Seite ein ganz große Merci und die Equipe, die da Unwahrscheinliches legt bis an nur dran. Das ist eine Arbeit, die extrem anstrengend ist, weil Leute nach wie vor, und das wird sich auch nicht ändern, wenn das die Information überbringt, dass positiv getestet ist. Das sind Gespräche, die sensibel sind, wo Leute doch müssen psychologisch aufgeholt gehen, dass nicht für den dann so richtig verstanden nicht drauf angestellt für den Plan hat, sodass du wirklich ganz vieles gelegt wird. Wir hatten noch eng Perslo am Niveau von den Laboren, das ich wahrscheinlich zu Ohren kommt, dass Labor den nicht kann schaffen über das Weekend, einfach aus Personalmangel, auch da sind mal Leute krank oder fallen aus oder sind in Quarantäne. Sodass man auch da bemüht sind, die nötigen Kapazitäten noch gegebenenfalls vom Large-Scale-Testing zu bemühen, wenn wir da noch frei haben. Wir sind permanent am Gespräch mit dem Labor noch über das Weekend, für zu gucken, dass die richtigen Prioritäten gewährt gehen. Das ist für uns absolut prioritär, auch wenn wir können dazu zwingen, Labor sind Privatakteuren, dass Diagностester prioritär sollen gemerkt gehen, dass da so schnell wie möglich die guten Delayen, die wir haben, am Prinzip kriegen das Resultat binnen einem Tag, und das findet dann alle Einzelfall gewährleistet. Mit das soll wirklich prioritär gemerkt gehen, dass man da, wo Leute eben, wo man wissen, dass sie positiv sind, dass die so schnell wie möglich die Klarheit können kreieren. Und dann sind wir am Gangen eben ob unseren Daten zu schaffen. Das hatte ich letzte Woche schon an der Santé vom Reis gesehen und erklärt, wir kriegen für dich eine Information daran, dass eine Person positiv ist, und da fangen wir an, ob den Donnerien zu schaffen. Wir kriegen dann Informationen über Telefonat daran, für deren zurück zu gehen bei Chercheurs, für das sie die Informationen können dann als Modelle rangehen, muss man sie pseudonymisieren. Das heißt, das ist eine ganz Arbeit, die nachher aufhält, ob den Donnerien, wenn man die aus Datenschutzgründen nicht einfach so den Teil weitergehen. Das heißt, Daten müssen bei uns verschafft gehen, da müssen sie pseudonymisiert gehen, da gehen sie am Zweck für Modellen anzufließen. Wir sind aber ganz froh, und noch heute, nicht mehr spät wie heute Morgen, von Seiten von der Forschung eine neue Abschätzung von der Lehre kriegt, aufgrund von den neuen Zahlen, die ist online disponibel gewesen am späten Morgen. Ich habe noch nicht gelesen, in dem Detail zu gucken, das wird man anschließend machen. Wie gesagt, das steht für zugänglich. Das ist ganz wichtig, dass man die Informationen haben. Die wird man den nächsten Tag so weit wie möglich eben komplementieren mit nach Zusatzinformationen, die man über den Tracing kriegen, sodass man für den Weekend ein bestmöglich Gefühl haben auf die Situation, und dann eben können aufweihen, ob man zu denen neue Mesuren, die da mit dem Gesetz wird, soll das vorgestimmt gehen, Kraft treten, ob man nach Zusatzmesuren wird brauchen oder nicht. Das ist ein bisschen verfragt, mir die Gedanken werden wir als machen, das ist angeplant. Voilà, wie gesagt, das ist aus meinem Detail. Wir haben keine spezifischen neuen Clustern identifiziert. Es sind eine Reihe Betrieber, die dabei sind, aber nicht
schrecklich besuchlich erriesen, dass man pur Betrieber, wo mehr wie von der Fall sind, wenn das alles nach absolut absehbar, nicht wird aus dem Ruder gif gehen. Wir haben auch, also das hauptsächlich immer nach der private Kontext, den Ursache aus, wo die Leute angestochen haben. Das sind nicht die groß spektakulär Fester, die alles gezählt gehen, wobei ich auch immer muss unterstreichen, wir haben immer die Informationen, die Leute alles gehen. Die Leute, die gehalten, als Informationen zu geben, wir können das aber nicht wie für Gericht, sie machen und nicht ein aus so die lo irgendwo belurcht wäre. Wir sind immer tributär von dem Wertenleut gewillt sind, uns eben zu suchen. Und das war daraus können sind ja ganz einfach Sachen. Am Anfang nicht ähnlich, wie ich auch schon letzte Woche bis erzählt und das sind Geburtstagsfeiern, Familienfeste. Ja, Leute, die Geburtstagsparty dann an 3 Partien abgedeelt, wo nicht zu viel zu sehen, weil doch ein falsch verstanden Regel aus, weil auch am Klänge kann den sich ausstierchen, wann den Distanz nicht respektiert. Das weist als auch, dass man die Distanzregeln immer muss wiederholen, weil sie aber ganz oft nach falsch verstanden sind. Also auch wenn den zu 3 ist und respektiert den nicht Distanz, muss ich wissen, dass ein Risiko hat, sich umzustierchen. Den Virus sitzt nicht am Taschenrechner, zu rechnen, wie viele Leute rundherum durch sind. Den hat einfach eine Distanz, ob der kann rübersprangen oder nicht. Und du möchtest aus sich von dem Point de vue aus nicht viel Unterschied, ob er zu 3, zu 4 oder zu 20 ist. Das Risiko geht natürlich mehr ab, weil den zu mehr ist, wird das sich multipliziert. Das etwas, was offensichtlich eben oft noch nicht richtig verstanden ist, dass Leute meinen, wenn man nicht zu viel sind, ist das ja nicht schlimm. Eben doch, auch da kann etwas geschehen, das muss ich schon wissen, muss ich stets bewusst sein und auch darüber aufpassen, dass ich auch am Klängen und auch am Privaten und überall einfach eben die Distanz am Prinzip hält, an die Kontakte, wo es dann nicht hält, einfach nicht so niedrig wie möglich hält, aber möglich so niedrig, dass ich wirklich daran erinnert. Ich gebe auch da noch einen Appell, meine, das ist für uns extrem wichtig, wenn die Leute wissen, mit wem sie Kontakt haben, dass man sterben kann, und viel mehr einfach, wenn ich das gut nicht mehr weiß, den Überblick nicht tut, da gehen die Telefonate immens lang und können doch nicht viel dabei raus. Das ist also wichtig, dass ich da eine gewisse Disziplin hat, die eng Kontakte ohne irgendwie protegiert zu sind, einfach nicht mehr limitieren, soweit es geht. An diesen Zeiten, wann sie dann hört, irgendwo am besten wirklich abschreiben, dass sie das relativ genau für und an hört, wann ihn dann an den Fall kommt, dass er positiv getestet wird, dass er als Autoritäten wirklich kann relativ fiabel dann einfach so, mit wem ihn zusammen war, wie potenziell infiziert ist. All Infizierten als eng Einzelstory. Es kann ihn auch Chiffre gehen, ob wenn ihr als etwas inquietant oder nicht. Das hängt von den Einzelfällen auf. Wenn die Leute tut, die einfach nur 3, 4 Kontakte hatten, die einfach zu identifizieren und das einfach zu gerieren. Wenn da eine Person ist, die damals an Altersheim war, die vielleicht auf einer Platz schafft, wo es auch nicht aufgepasst wird, die auf 5 oder 6 große Partien war. Gut, da geht das ganz schnell, geht dann eine Story, etwas ganz Großes, wo ihr wirklich den Überblick nicht mehr hört. Dafür ist es wichtig, dass für wirklich seine Situation am Erbe hält und dann doch mit dem nötigen seriös möchte. Wir sind noch nicht heute durch und das ist dadurch, dass wir alle gut zusammen aufpassen, eine gewisse Disziplin und den Tag legen, wie man das tut, können packen. Wie gesagt, private Kontext aus der wird noch immer dominant als sein ganz gut gehört, dass immer mehr Heteroklit auch, also kann ich nur nicht eine Tendenz so, dass einen gewissen Deler von der Gesellschaft wären oder so, die mehr konzerniert werden, das ist ein bisschen un peu tout le monde. Das ist nicht spezifisch auf der Arbeit, das ist auch nicht spezifisch an der Schule oder an den Altersheimen. Der Kurs ist an der großen Majorität von den Fällen wirklich am Privaten zu sichern, wird aber nicht empêchiert, dass der Virus dann natürlich von da hingeht, wo eben dem Infizierten sei Wehen hinfährt. Wenn er eine Person ist, die an einem Altersheim schafft, dann ist das Risiko, dass der Virus an das Altersheim geht. Wenn es Pflegepersonal ist, ist das Risiko, dass der Virus sei Wehen an einem Spital findet. Wenn er kann, dass sich der Weekend bei einer Geburtstagsparty infiziert wird, dann geht er an die Schule, weil dann hält der Virus auch an die Schule. Also, am Endeffekt ist es interessant zu wissen, wo die Ursache ist für unsere Kommunikation, für zu wissen, wo man muss sensibilisieren mit dem Risiko leid dran, dass wenn er bis da ist, geht dann eben der Weg mit der Person, die ihn dreht, an der Weg, die kann überall hinführen. Wir haben spezifisch zu den Kollokationen, das hatte ich letztes Jahr viel gestracht, das hat sich eigentlich bestätigt. Wir haben entretemps 5 Kollokationen, wo Leute auf ganz engem Raum zusammen wohnen.
Da sind wir auch am Gangen mit der ITM zu gucken, ob vielleicht verstärkte Kontrollen können gemacht gehen. Generell zu den Kontrollen, ihr wisst, das Gesetz vom 24. Juin die Möglichkeit geben hat, für eben Amenden an gewissen Kontexte zu sprechen. Da sind noch ganz viele Kontrollen gemacht gehen. Schon Fakt aus, dass ich 23 Amenden gesprochen bis lo. Wie haben wir die gestaffelt, das am Moreska-Bereich, wo das aus, wo die Kontrolle gemacht gehen, das ist im Prinzip sind wir im Moment bei 250 € pro Person, die dann eben beispielsweise nicht sitzt, wo sie nicht sitzen, wo eine Sitzpflicht ist, mit einem Maximum von 4.000 €, wenn es die erste Kehr ist, der hätte mal 4, die auf dem Maximum kommen sind. Und dann, wenn das für ein Rezidiv ist, das heißt, wenn schon für zweit ist, wo derselbe Betrieb dann eben kontrolliert wird und nicht konform ist, dann kann das auf 8.000 € abgehen. Es kann auf 8.000 € abgehen. Und ich muss jetzt schon mit dem Kontext, wie wir in Haut tun, auch nicht gezeigt, für das zu machen. Das heißt, das wären all die für zweit dabei waren. Und das wären da 6 von den 23, die sind direkt auf die 8.000 gegangen, obwohl in der dann halt keine Staffeln. Du von der Erwerdemeis natürlich, dass der Message verstanden wird, dass die Simon und die do aber irgendwo schon weh, sodass er sich erhofft, dass neben denen trotz allem ganz viele Betrieber, die sich wirklich perfekt und die Regeln halten, die wenig, die das da nicht machen, auch löserlos zu einer Quantität negligible werden gehen. Was wir von unserer Seite aus machen, als eben weitere besondere Strategie schaffen, testen, weiter testen, den Tracing so schnell und so effizient eben machen am Service, wie wir das können. Mit Zusatzleuten, die wir auch bei ISLO schaffen, haben einen Interlokuteur für die Gemengen, die mussten ganz schnell an Bild gesagt gehen, einen Interlokuteur auch für die Education, so ein Akteur, der ganz oft konzerniert ist, sodass wir da effektiv loserlos das Service verbessert kriegen, angepasst kriegen, ob das ob uns durchkommt. Und dann eben auch Rëm am Testen, an das von den Achsen von unserem Large-Scale-Testing do testen, wo ein Problem ist. Dafür haben wir das dezidiert, mit der stärker Uwe und Zöllen, die wir haben. Ein 40.000 Invitationen, die sind noch ganz spezifisch rausgegangen für das ganze Personal am Pflegesektor, weil da sitzen die Leute, die am auffälligsten sind, für eben Konsequenzen von dem Virus da stark zu spüren zu kriegen. Das heißt, da werden wir noch ein ganze Batch durchtesten, das Personal an den Spitälern, an den Altersheimen, an den Resoen, generell an den Strukturen, wo Leute betreut gehen, am Wunden, Leute mit Behinderung. Das ist ein ganz großen Elan, der gemacht wird, dass man da können so komplett wie möglich wirklich Personal durchtesten. Weil da hieß immer, ob den Wollen nach immer Findel aktiv, da klappt einigermaßen gut. Ich gebe aber trotzdem profitieren für einen Appell zu machen. Object-Barrieren kann ich nicht oft genug so, und das ist immer das effikaz, das einfachst und das billigst. Zu den Testen konnte man morgen nicht Mitteilung, dass wirklich rasch ist, ob Doktorspraxen, die kriegen das nicht mehr gesteipt. Den Prinzip soll nicht der sein, dass ich einfach so mal testen geht, weil in Novel op Träger fuhren Teststrategie besteht noch immer daran, dass man die Leute mit Symptomen testen, auch ganz schwer Symptome. Wie gesagt, wir sind da ambitiös als Land, viel mehr ambitiös wie andere Länder. Mit das eigentlich nicht geduld, dass das einfach à la demande, mais je dirais Konvenance personnelle, das entweder am Kontext vom Large-Scale-Testing, wo dann eben Invitationen rausgehen, die Leute können vorholen, gratis, selbstverständlich. Das ändert wird immer möglich bleiben. Ich kann das nicht niieren. All Labo als frei, auch Erschach vom Patienten, eben nicht Erschach von der Krankenkasse, so etwas à la demande zu machen. Aber die Moyen sind wirklich ganz alarmant kommen, sowohl von der Labo wie auch von unseren Doktorspraxen, für zu sagen, um Gottes Willen, wir gehen überlaufen, aber wir müssen prioritär und denen Leute natürlich schaffen, die die Symptome haben, die krank sind, die das brauchen, wenn man dat zu viel Journée bringen an derselbe auch an den Urgenzen. Also dafür ganz großen Appell von mir geht Warnschlift nicht an die Urgenzen, die sind nicht dafür da, wenn ihnen sich einfach präventiv testen lassen. Also wenn der die geringste Symptom hat, wenn der meint, der wird krank, ruft einen Doktor an, dann wird jemand dich aufweihen, ob das Sinn macht, eine Ordonnance zu gehen für einen Test. Wenn der invitiert geht, wir gehen ganz viele Invitationen raus, aber wir werden die auch nicht auffahren lassen, das sind Umstände, weil wir wirklich darunter leben. Wir massiv Tester machen zu gehen,
präventiv wir können iwwer Grenz river zu go das net den weh mir sind als bewusst dass den neue Moment den eben ob uns durchkommers für vielleicht Probleme matze bringt mir wis dass Pendler exempléiert sind also als Grenzgänger brauche Kerizententest wann aber lo Betrieber sind und der hat schon echt Gespräche heute Mo mat der UL wo ein Betrieb leit hat ja an Ausland mis schaffe und da wird man eng Lesung fannen dass man hinnen op een einfache we eng Ordonnance gehen mit dat setzt dafür raus dass wirklich eng beruflich Kontrant do wer die dat gefordert und du fan man sicherlich auch wer mit den de soll lo net sinn der schi bei der echtter Gelegenheit lo bei den Doktor fir dann einfach so mal eng Ordonnance friet dat iwwerlächt als Servicer das net surtout auch d'urgenzen das net dofir wo se do sinn. Ein neue Moment werden wir können bësselsche méi Kontrolle machen, wann dat Gesetz so gestimmt gëtt wie ugedurt ass gibt trotzdem auch enker Dr hinweisen, dass als mesureuren Hai am Land am Ranking den doch international gëtt extrem lach sinn. Wir sind gëtt de Charakter contraignant gëtt gemoos am Verglach zu den einzelnen Ländern, dat das op enger Skala vu 0 op 100. Und du aus Lützeburg am Moment wirklich bei denen allerlargesten die gött mat 24,07 für am Vergleich zu so der hu zum Beispiel Schweiz mat 37,04 Deutschland 39 Frankreich 52 op der Skala Holland 39 Schweden wer oft zitiert gëtt immer hi mat feiert sech also filmmi kontrainant awer nach wie Lützeburg zu diesem Zeitpunkt an noch als Belschnupperen déi sind do op der Skala mat engem Punkt 12 vun 46 dat hecht och eigentlich noch net méi restriktiv wie mir der Moment zu Lützeburg sinn dat eng Diskussion die oft gefeiert gëtt also als mesure sinn fir COVID-Verhältnisse ha an Europa extrem liberal an net ganz kontrainant dofir hoffen wir dass die schrittweis Approsch die man hat mat der ganze Information die Evalu rausgegangen aus wo Leute wahrscheinlich einfach durch die wochelang Rouchzuelen die man hat vielleicht Situation net mir richtig abgeschaut hun Evalu erwäscht hun erwäscht sind an verstehen dass het nach wie vor wirklich gilt die just Barrieren zu respektieren das eigentlich nicht ganz viel verlangt das ganz kleinen Erfolg die vom Einzelnen verlangt dass grad den Erfolg also den Eiswert dadurch helfen. Voilà, das von meiner Seite. Ja. Carol Schimmer vom Radio 10,7 schon am Punkt 2 frohen dat dient als wenigin Doktor bezahlt sind ich schon bezahlt gehen du gibt die Retaren die hat gesucht bis Mitte dieser Woche gibt dat geschehen der zweite als Laboratoire Réunie an auch Katatil hun op ihrem Internet sieht stoen nimmen mat enger Ordonnance geben sie den Aufstrich machen also Blutanalyse das da dient für Antikoren. Et ginn awer Leiit, die wëllen an Vakanten zwoch an Wucher Geburt an alles a brauchen dann so en Test den net méi alless wie 4 Stunden. Fi Türkei gilt dat zum Beispiel och. Wéi gi den Dummer derëm, die hat gesot Leiit könnten dat als ihrer eigener Tasch bezoll wat okay wär. Wie kann en dat ermen? Also die zwo froh. Merci. Ja, 2 Froen mat de Bezuelungen do sind man nach am gangen administrativ dat durchzuschaffen. Ich mein, dass du en Kommunikation rausgangen auslächtwoch, dat ass nach net alles durch. Dat fährt auch nach paar Wochen dauern. Wir müssen auch do bilaterale Gespräche, dat könnt gut vir hun mehr. Du hast nach ganz viele administrativen Opwand für dich all die Dekonten zu kommen. Dat ändert das an engem gewisse Sinn sind ich froh dat ze heieren, dass den Message könnt an de Laboen. Wir sind an enger Situation, wo wir sind net an normalen Zeiten. Die erinnert dich das nach gut net lang hier, da hat man überhaupt net genug Tester hat die symptomatisch wirklich spre zu testen. Wir sind nur an enger Zeit, wo als Zuelen trotzdem am Gange sind rob zu gehen, schon nicht zu viel alarmistisch sind wir gehen uns effektiv nach politisch Zeit für dat richtig anzustufen. Me soll ich schon vorsichtig sinn an dat auch respektieren ich denken weil Leute dat eben alle Konvenancepersonell brauchen können sie probieren bei ihrem Doktor für zu kreen mit das net dofir wo du aus
Laboratoire sind natürlich frei effektiv dat unzubieten, was sie dat wollen. Aber nach müssen sie gepackt kriegen. Sie müssen doch gepackt kriegen. Wir hatten Laboratoren, die eben über den Weekend konnte schaffen, ob unseren Problemen, ob unsere normalen Analysen, die wir wirklich brauchen, an den Spitälern und so weiter. Und dafür kann ich mal erklären, dass verschiedene Laboren einfach dezidiert tun, das so umzusetzen. Und so, wir setzen als Kapazitäten prioritär, ob das über Ordonnance könnt. Das kein festgeschrieben Recht op den Test werdet gëtt as se freie Marché wann nimi kann ugebote gin op enger Platz dann ass dat so wie sind als natürlich dem Problem dat das ja ganz rezenten Problem dem si immer als bewusst wir sind noch am gangen intern haut auch noch zu gucken wat man do vu Lesungen eventuell können en Platz setzen wir mussten uns dat wohl evaluieren schwenkt muss immer eng Lesung sinn die net dat kompromettiert wat wirklich prioritär ass an dat das nach wie vor an du hat immer Probleme wir hatten wären pudech Leute die positiv getest wären die einfach Banker 2-3 schon miss op Resultat worden da das die echt Priorität der Ball von eurem Point de vue aus auch dahingehend wo mir op Laboren areden dass sie dat irgendwo sollen um Möglichkeit so priorisieren mat der Konsequenz eventuell dass sie dat dann zeitweise vielleicht nicht können ubieden. Dat ist viel Leute können hier Vakanz nicht annulieren, weil Möglichkeit gibt. Muss einen Unterschied machen zwischen denen, die gerne auf 3 Jahre abkaufen geht, an denen an Vakanz geht, an die schon bezahlt wird. Ja. Ich meine das wichtig, dass wir auch mit den Laboratoren den Unterschied machen. Das Beste wäre, wenn in den Modus vivendi gefahren mit den Laboratoren, dass von Leuten eine feste Reservation haben, dass sie nicht prioritär sind, weil Priorität ist noch immer für die Symptome haben, die von einem Doktor geschickt gehen, aber dann nicht als Luxus, mehr als aber Bedingung für können an ein Land anzureisen, sollen dann als zweite Priorität können du hingehen. Da werden man Gespräche auch können humate Laboratoire, für das sie einfach einen Unterschied möchte, wie den, die will etwas abkaufen gehen bei den Oper, wie den, die an Vakanz will gehen, riskiert, seine Reise annulliert zu kriegen und noch plus nicht zurückbezahlt zu kriegen. Das heißt, die Gespräche werden auch noch an den nächsten Stunden stattfinden, wie gesagt, ein Unterschied zwischen einer Butterfahrt und einer Reise. Ja. Lüklabul vom Tageblatt hat eng froh zu de Clusteren, also eng Zeit gehecht. Sie groß Partien du nur hast gesagt nee, de Problem sie net groß Partien zunächst der Klang Familiefester Kollokationen werden mir einfach dat Transparenz veröffentliche wo die Cluster sind, aber nie dat geschieht das Num oder mat viel Detailer, dass die eng froh an Diana der so dem nur Zolle sich schon entwickeln muss Gesetz ugepasst gehen. Laut Gesetz gibt mal gestimmt, wie soll das dann gehen? Über Amendement oder Arrêté oder Arrêté grandikal oder Reglement grandikal? Ja, das sind zwei verschiedene Fragen. Man vielleicht Transparenz eben auf den Donnerstag, also ein Thema, zu dem ich mich viel échangiert habe mit den Kollegen Santisministerin, die ich gestern Chance hatte, aber von Ihnen zu sehen. Muss ich wissen, dass kein Land systematisch über die Ursache von den Infektionen kommuniziert. Das ist also auch mehr einfach gesagt wie gemerkt, weil wo kommen die Informationen her? Das ist vielleicht richtig greifbar. Das ist selbst, was wir können, eben dadurch, dass wir einen analogen Tracing machen, dadurch, dass wir relativ viel Zeit daran investieren, mit den Leuten zu schwätzen, mit ihnen ihren Weg, kriegen wir Informationen, die wir entgegenholen. Aber das sind immer noch Récits von Leuten. Das ist nicht so greifbar, dass das sind Daten, die können wir statistisch als Fakt rausgehen. Das heißt, das werden wir immer dir stehlen, was wir regelmäßig machen, das sind die Tendenzen, die wir an unserem Service raushören. Aber das sind nicht Daten, die genauso Kind aufrufen, wie zum Beispiel IGSS-Daten. Wenn ich so viel positiv getestet habe, kann ich relativ genau kategorisieren und das kriegt ja auch erst Andelungen an Alterskategorien und so weiter. Wir können noch kantonal so wie viele Infektionen sind geografisch, das sind Données, die sind stabil und die kann ich noch so verschaffen, während das Leute eben eine ganze Reihe und Agenten so Telefon zählen, da das nicht, weil den Lokal so statistisch erfassen, dass in da eine proper tägliche Kommunikation rausgehen. Auch aus der Ursache, wo ich gesagt habe, wir kriegen mitgedeelt, eine Person als positiv, und dann sind ganz viele an den meisten Notbeschläge, als auch schon das, wenn du sich veröffentlicht wird, publiziert wird, du denkst Zahl und Neuinfektionen, eventuell eine Genderabteilung. Wir gehen nach Zusatzinformationen über Resident, Non-Resident, heute zu Lützeburg raus, Alterskategorien.
mir die Story, die all Infizierten huet, für die statistisch zu erfassen, dat ass äußerst schwierig, dat sind lauter Einzelgeschichten sind lauter Einzelgeschichten am ginnech Tendenzen, die man jo all Wochen so engagiert tun, wirklich all Woche so Rückblick zu machen. Wo ich kann so wie dat ausgeseit, dat entweder spricht dat an net ganz recht mir ganz am Ufang vu 12 opgange sinn, wo eben e Phänomen vun enger großer Party, op der man geschafft hun, der gëtt bestimmt auch nach mehr an den Fall, wo man beerbechten sinn und eben mal Geschichten, die man zu here kreen am moment echtter mit Kleinsachen. Dat wird net so, das kein Party mi sinn. Ich kann immer erzählen, wat bei am Service eben auch vun de Leute gesot gëtt. Und das am Moment der tote mat eben denen mich spezifische Kontexte, die ich auch sicherlich gin Altersheimer werden gin Schule werde auch kreen hun aber stand haut wenn sie in den ganz großen Zule net frisch opberät, das immer ganz viel Erbestanden run auch für dat proper zu hun wir werden transparent eben rund um die geografische Verdelung op als Kantonen opgedeelt kommunikieren. Und Altersheimer, du hast mein Schattefir runnet gesot auch effektiv op die Lächtwoch 7 neue Fälle gehabt. Die werden man matdeelen an eben dann méi a Prosaform Tendenzen, die man gesinn, die man rausheieren bei de Leute, die mat de Leute direkt am Gespräch sinn. Ich wollte just nach beifügen, fir vergis nach nie Testen en anderen Indikateur, den man auch werden méi aktivieren oder dass die Funde klären lehren. Hatte ich gesagt, wir hatten zu dem Moment, wo neue Infektionen opgange sind, hun den dat ganz klar an der Analyse von den Kläranlehrer können erkennen. Wir hun auch recht mündliche Informationen mit den die Lastanalysen scheinen ein bisschen mehr optimistisch auszufallen, wenn das etwas vom am List am Gange sind, zu gucken, ob noch do wirklich können die Forschungsprojekte verstärkt laufen lassen, dass man wöchentlich Analyse gife kreen, dat doch einen ganz interessanten Indikateur, den eng Zusatzinformationen begött von den rapport zu den Testresultaten. Nach froh zu komplettieren, das für neu. Wir werden an den nächsten Tag auch die Kantonen noch gehen. Das ist im Moment nicht der Fall gewesen, dass die Information hat an den Kantonen, wie man neue Infektionen auch hat. Aber wie gesagt, mit der Bürgermeister wird über direkt Kontakt, was Cluster sind, an der einen oder der anderen Gemeinde Kontakt aufgeholt gehen. Man gesagt, das Problem ist, also dat wat nur gestimmt gëtt, sollt nur gestimmt gin. Dat Restriktionen, die nedig sind an Schmengen, dass mat den Zllen, die man wirklich am moment tun, sind batter nedig se wie gut letzt, wo ich seht. Der Fall ich will lo net schon voraussuchen, wie die nächste ich sind. Mir werden bis sonden für als Mathespezialisten zu treffen, für hin nur zu lauschteren, a wann dat an der Fall ass, da kommen neue Momente. Jo, mir haut wie Kaffeesatzleserei fähig zu so, wie die Situation so nicht ausgeseit. Op jeden Fall kann ich so, dass Sonden, wann so ein Text da gibt geholgen, da werden kaum lockeren sehen. Bonjour, Séverine Dongin pour France 3 Lorraine. Je vais sans doute vous faire répéter un peu ce que vous avez déjà dit, mais j'aurais besoin d'une réponse en français, je suis désolée. Comment vous expliquez cette explosion des cas au Grand-Duché? Alors sans doute effectivement le testing y a contribué, mais ça n'explique pas tout. Et est-ce que ça veut dire que vous allez devoir prendre des mesures sanitaires plus strictes? Ce que je vous propose après, c'est votre dame et la caméraman oui. Pour vous. Alors ce qu'on fera, c'est qu'on fera en français. Après, on vous répondra en français. Parce que comme là maintenant, fait-on en luxembourgeois, on vous fera tout à l'heure quelque chose en face à face en français. Voilà, sans problème. Yo. David Mackers für de Quotidien eng Präzisionsfront Gesundheitsminister mat den Amanden bei den 23 wird er just Betriebe betroffen oder weil schon eng Certitude mir auch schon Klient selber ich hat eigentlich am Gesetz vu Mu vorbeikommen. Da sind Betriebe dat ich voll zu dass man sagen muss man zu eng Richtlinie gehen, da machste Manöuvre an par rapport zu der Sitzpflicht, wo man eben 250 € pro Klient den halt net die Regel respektiert huet. Aber den Betrieb muss bezahlen. Der Betrieb muss bezahlen. Ja. Gesetz genau. Oder ja. Noch. Okay, gut, dann Präzisionsfrau zu den Grenzen, die wird dann in der Premier gehen. Ich mal Deutschland, also das ist relativ klar, dass an Rheinland-Pfalz und am Saarland Kursjouren, Ausflüge und so weiter, das ist ja im Moment nicht mehr möglich. Also ich muss so, dass Novellen, die man aus dem
Rheinland-Pfalz Saarland war die last 24 Stunden an die an die andere Richtung gegangen sind. Ich war lob offiziell Kommunikation, den Herr Asselborn hat gesagt, dass er Kontakt auch hat mit Responsablen, wo auch Kontakt mit den Ministerpräsidenten oder Vizepräsidenten aus dem Saarland die last 24 Stunden. Und du sind gesagt, es gibt nicht zugemerkt, du hast gesagt, es gibt aber zugemerkt, das heißt, sie kontradiktorisch, nur weil er kommt, die auch mitkriegt, dass der doch gestern der Fall war, wo Verdächtig annonciert, also dann nur sogar rektifikativ kommen. Es schenkt die letzte Information, die ich gekriegt habe, als das gibt ein Ausflug an Deutschland nicht möglich wir, außer wie gesagt bei Pendler, außer bei Familie rekomposé, das heißt, wo kann er auf der einen Seite sein oder auf der anderen Seite, oder also sind ein Rutsch von letzten Hünsch für beim Internet, den ein Push-News just für eine Pressekonferenz geschickt hat, auch gelesen. Mit der heißt, für ich definitiv zu sagen, weil alle Stunden ändert, das auch nach, wird man da von hinten matt gedeelt kriegen. Wie gesagt, zunächst versprach, Grenze gibt nicht zugemerkt gehen, Grenzgänger könnten nach immer hinkommen, und dafür ist wieder das Beispiel gesagt, weil das zum Beispiel gesagt gehen, wann ihn aber zum Beispiel einen Test hat, den Mann wie er da 4 Stunden alt wir kennen den aber an Deutschland auch gehen. Ich meine den Unterschied an Dowinser die Diskussion muss man mit den Laboratoren hören prioritärement die Leute die eine Ordonnance hören und dann die zweite Priorität, die auch menschlich Mensch aber auch zu verstehen ist, soll für die Leute sein, wo sie riskieren, am Anfang hier Vakanzen annulliert zu kriegen, weil sie keine Test haben, für Vakanzen können zu machen. Aber wie gesagt, das sind Nachrichten, das funktioniert leider, muss ich sagen, so, dass ich ganz oft mehr durch Presse gewöhnt gehe, wie über Direktkontakte, die ihn hört, wo ihn da gesagt hat, geht nach an die eine oder an die andere Richtung. Und dann noch zusätzlich Robert Belge belangt die Jochner verschärft, dass alle Präsident Belsche Resident in Zützebech war der en Quarantäne soll goen an euren Test soll mal wanns recken. A wie weit betrifft dat Frontalien, a wie se an jener Richtung mat den Deplacementer vun de Lützebauer an Belsch ass dat weiter hin méiglech. Also ich gut gesucht, dass Belgio Lützeburg net als Rot konzerniert also klassiert huet rot wie gesot ken de net hin goen bei Orange ginet Rekommandationen a verschieden Obligationen an Schwes als Diskussion haut sinn haut das Conseil de Sécurité an der Belg den haut tert de Mo an de Mitte start an Schwes das doch Diskussion war eben iwwer Lützeburg an eben och iwwer die Position die man hunn iwwer die vielen Testen iwwer Frontalien etc an dofir waren spist du nowen fir ze wissen wer dort definitiv Resultat ist die Belgische Regierung virtuelle wie so zunächst net rot angestuft an wie Orange wie gesagt Spezifizitäten von Lützeburg muss wirklich Alkes erklärt gehen an Schwester op belgem Niveau Leute hun die als Nolausterin sie hun do Conseil scientifique den ihnen Rekommandationen gött a wo sie selber auch so das politisch aber ganz schwer ist wann bist du Conseil scientifique hin es rekommandiert huet für do de contraire zu décidéieren. Laurent Schmidt, Reporter.lu. Ich hatte eine Frage zur Terminologie. Schwarzmal von einer zweiten Wahl, ganz konkret. Research Luxemburg, die Rapporte von der Moje, steht dran, es gibt klare Indikationen für eine zweite Wahl. Das ist eine Ausschätzung, die dir dealt. Und die zweite Frage wäre zu einer Tracing-App. Also Informationen nur wird ganz konkret drum geschafft. Ab welchem Verlauf von der Infektionszöllen geif déi aktivéiert ginn oder zum Ersatz kommen. Wie gesagt, für die Tweet froh direkt mir nicht gesagt, dass man giffen die analog App also die analog Tracings Formulation weiter machen. Ich meine, der Minister hat gesagt, dass aber immer mehr kompliziert geht an die Zölen wirklich einfach an Blut gehen. Mir nicht verstoppt schon an der Chamber gesagt, dass man im Robert Koch Institut auch gucken, wie ihr kennt, wann der besoin wäre heute Lützeburg applizieren. Mit soll den ophalten zu machen, wie wann ein Tracing App Wundermittel wäre, mit der alles Gift geregelt ging. Mir der Minister so selber ein analogen Tracing kann nicht ersat gehen. Die kann nicht ersat gehen. Das andere wäre etwas Komplementäres, mir nicht etwas weit Gift sowieso ersetzt. Das nicht, weil man dann noch Banker ja ein Tracing-App hätten, dass man kein analogen Tracing mehr gebrauchen. Wie gesagt, wir sind da an Diskussionen, da gibt es eine Arbeitsgruppe bei uns, die wir auch nicht verstoppt, für eben zu gucken, wie es geht. Die Regierung hat immer gesagt, wir schließen uns nicht definitiv aus, dass man das eigentlich zu Lützeburg können kriegen. Mehr Moment schenkt es nach, wie wann der Minister und Madame Lina hat logisch gesagt, bis 11 Uhr oder später dann noch geschafft hat, für den analogen Trassage zu machen. Mit den digitalen Trassage wird nie den analogen Trassage können ersetzen. Und wo das ungefähr so
Der da war zu der zweiter Wahl, ob dat von der Terminologie so kann schon so. Eg episch Diskussion eng Well selbst wat so geht, dann das klar, dass man am gange sinn op ze gin, op dat lo eng kleng en Gros gëtt, dat wësse man noch net, dat fee sinn recht wann sofäng eng e Bockel ze kreen, da kann en der vun der Schwetzen, op dat lo eng mini kleng Welche war oder op het mir en Groswell war. Me dat wesinn net amfir auss Mün die Projektionun gesi vun de Moien, wieso werd man nach Präzisiosen rangin neben mat den Typologie vun de Kontakter ugeet en Rennerem fir dat nach méi präzis ze kree bis an der woch. Et sinn immer nemme Projektionen Well ass Klor, wann se bis ufhängt Uwen an die Rundung zu kommen, dann da we se wie héich se war. Am moment geht et drop, dat kann ja wirklich net verneinen. Peter Fest vom Letzteer Land. Ich hätte doch zwei Fragen. Die erste ging ich die von meinem Konfrère vom Reporter Narenke umformulieren, falls lo 200 Fälle pro Tag von gehen an müsste getraced gehen, wurde für diesen Fall eng App am Tierhand, der da kennt rauszählen. Sind zwei verschiedene Sachen. Den manuellen Tracing, den kann irgendwann aus eng natürlich Limite stoßen. Aber da ist ganz schwer eng 12 so, weil das bisschen das, was ich probiert zu illustrieren. Das hängt einfach davon auf, wie die Story vom einzelnen Infizierten aus. Die könnte wahrscheinlich ganz viel neu Infizierte nach weiter tracen mit ihren Kontakten à condition. Und das ist mein Appell, dass die Kontakte, die Leute tun, übersichtlich bleiben. Wenn wir aber an eine Situation kommen, wo bemol den einzelnen Infizierten hunderte Kontakte hat, da brauche ich keine große Mathematiker zu sein, für sich heich zu rechnen, dass irgendwann das ganze Land der Quarantäne müsste gehen. Das ist einfach nicht vorauszusehen und das ist auch ein bisschen Augenwischerei, wenn ihr seht, ab so viele Neuinfizierte packen wir nicht. Das hängt wirklich davon ab, was die Realität bringt, wenn die infiziert sind, aber was die Story ist. Was sie erlebt haben, wie sie den Virus weitergehen. Eng Tracing-App an dem Sinn, wie man kann, das Apps ernst das ja, wann den Einzelnen sich selber debrouilliert. Dann haben wir nicht mehr Service, den Trace, mehr, dann ist eine Verantwortung irgendwann beim Einzelnen, den da muss aktivieren, auch gewollt sind, der zu machen, hier schon ein muss einen geneigten Utilisateur, den sich mit dem Thema befasst hat, mit allen fairen Notdealer, die der tut, das eine tut mit dem anderen eigentlich nicht zu dienen. Und ich werde mich hin, ein genau Zoll zu sagen, ab wie wir es nicht mehr packen, weil ein nämlich Zoll kann gut zu packen sein oder eben gut nicht, hängt davon auf, ja, was sich drauf verstoppt, was die richtige Story hat dem Infizierten aus. An froh ich hätte op dem erkennt so wie viel positiv Personen dir fand die fand gehen aufgrund von dem Contact Tracing für Leute, die am Large Scale Testing fand gesehen. Weißt du, worüber ich raus will? Also ob so verstoppter, ganz verstoppter Infektionen. Nehmen die Absplickung noch nicht, die sind wir am Gange zu machen. Also insgesamt sind die positiv, die aus dem Large-Scale-Testing kommen, seit dem Dekont bei 15%. Also ein kleinen Teil just. Und insgesamt sind die, man sieht wahrscheinlich die aus dem Symptomatischen, die an Quarantäne waren, das sind insgesamt 40% von den Neuinfizierten. Die sich schon irgendwo an Quarantäne gewirrscht, da getraced gehen. Merci. Annette Walsch vom Wort. Ich wollte am Anfang frohen de Moien oder de Mittich die Opposition eng Presskonferenz gemacht, wo sich beklot hun, dass sie nicht genug Informationen hun, an sie kennt sich geklort Bild machen. Ich weiß nicht, inwieweit das da informiert seht, ihr wird hier Kritiken. Was tut ihr dazu? Schon Presskonferenz selber nicht gelauscht. Ich weiß, dass das hier so ist. Ich kann es auch emotional nachvollziehen, weil ich seit Monaten an der Situation sind, wo man ganz oft eben noch präzente neue Informationen muss schnell Decisionen holen. Gut Beispiel Haut. Ich meine, Haut als eine neue Stellungnahme kommen von der Recherche, die ist online gegangen. Ich gehe davon aus, dass Chamber wahrscheinlich schon mehr Zeit hat, die zu lesen, wie wir zu viel Zeit hatten, davon Kenntnis zu holen. Wir delen uns die Informationen, die wir haben, so sehr wie wir das können. Wir schaffen noch mal die Informationen, die Open Source sind. Das sind keine Informationen, die wir uns zurückhalten.
Das ist ganz oft eine Vierstellung, mir hätte Statistiken, die man nicht will delen, mit das ist nicht der Fall. Zum Beispiel Informationen über wo infizieren sich Leute. Du hast den Modus, den wir von tun, an den das für das Grand Public für ich genau wie viel schon mal, dass man einmal vor eben Rückblick machen, für Erklärungen zu gehen, was wir gesehen im Terrain, als Zahlen, die wir haben, die wir haben. Sie sind so operiert nur den Möglichkeiten wie man hun deels viel mehr detailliert wie am Ausland muss ich wirklich so wann den dat bist guckt dann als Nobeschlenner der hu nicht so detailliert Informationen wat das Kategorien ugeht an für recht muss denken gucken wat genau hier Kritike waren. Ja, war hauptsächlich dat an danach ganz kurz eng froh war ja im Moment gesot, da sie ging auch nur Gemengen opschlüsseln, die sieht nur am Gang nur Kantonen opzuschlüsseln. Hat du effektiv der Civikol sich gewirrt dagehend oder ist das noch am Gespräch? Hun auch do bisschen geguckt, wie der im Ausland gehandhabt wird, da immer du pour et du contre, mir auch deels ganz klein Gemengen schenken, dass das dem, wer am Ausland gemerkt wird, am Notsten können an Deutschland oder da drauf gebracht, wie so bekreist zum Beispiel. Dass man hier am Land mit also Verhältnis man denkt kantonale aus so relativ gut leiien das immer ganz schnell ein rote Punkt an gesagt das lest doch viel frohe Lass mir hun insgesamt klein Zule dem hat ganz kleinen Zule wie Punkt ob enger Gemenge respektiv Chemie da das nicht so aussagekräftig eigentlich an so einem granulären Muster also dass das kantonal also Meinung war auch der Empfinden vom Civikol sich genug Transparenz gött wie de Virus gelehrt, dass am Land noch dem no könnt, wer den auf Frankreich oder in Deutschland zum Beispiel vierfund. Und der Belgier op Brüssel, Wallonie, Flandre abgedeelt mit Deutschland dann auf Frankreich die bisschen mehr granulär. Fanny Kind schon RTL Radio die hat gesagt, sie für allem Junker die sich neu infizieren 12 von den Leuten die hospitalisiert gesehen als aber auch Europagegangen gehen dort so mehr Informationen wie der Profil aus von denen Leuten sind das Junker aller Mat ohne Früherkrankungen. Nein, du man noch kein weiter Detail. Mg Zweetfro bezieht sich auf Gesetz, dat nur gestimmt gouf de hu eng Gremien an anderem de Staatsrot CCDH aber d'Opposition sech frohgestalt die mesureuren am privaten wéi ëmsetzbar déi wiere, weil je Poli net einfach bei en duhem raget berachtechterweis an dat kontroléiert aéifern déi Restriktionen dann iwwer hat ëmsetzbar sinn respektiv op dat an dem moment en Opruf was en se denoncéieren, dat sech Polirufe wann mein Opa leider amputéiert huet. Wéi as dat ze verstoen. Dass die Gesetzeslach wat Lorecht von der Poli ugeht bei ihnen ranzugoen net durch die COVID-Gesetze irgendwo afrogestaltet, dass die generell gilt bei allen Infraktionen, die da an geschlossenen Diere gift machen. Da gëtt nun eben Limiten Kloregel, wenn die Poli kann an ein Privathaus ragoen oder net, an die sind net durch COVID-Gesetze afrogestalt. Lo kann en sich generell vorstellen möchte Sinn Sachen an ein Gesetz zu schreiben, die nicht unbedingt kann kontrollieren mit der Suche verboten. Ja, Violence konjugal als verboten am Privaten so gut wie dabei sind. Kann net méier net Männer kontrollieren wie die Häuser. Dat aber kein Ursache, dass dat net klar seht am Gesetz, dass dat net ze sinn huet. Dat gëtt aber ich meine, die Meeschleute die halen sich trotz allem und Gesetze an der hue en gewissen Ausdruckskraft an an Gesetz geregelt. Als Kinder sind net kann am privaten am nämlichchte Moos kontrollieren wie am öffentlichen Raum. Das nicht spezifisch für COVID, das spezifisch das viel davon geschwert geht, das es allgemein an einem Staat eng Regel aus an die als Heilo wirklicher keiner Hinsicht afrogestaltt. Van der Lauf aber nach eng Frostellen Di viele vun der Geschwert wie war der Zölle so heich sinn iwwer den Taster net dem de Lastgel mir auf einmal Leiit mat klange Symptome just tasten. Verstehe ich das richtig, dass da davon ausgeht, dass als Zöllen am Anfang nicht außergewöhnlich sind, wenn ihr das berangert, oder sind das aber Infektionszöllen, die außergewöhnlich sind, wenn ihr vergleicht mit anderen Ländern? Am Vergleich mit anderen Ländern ist schwer so, weil man die Dunkelziffer an den anderen Ländern nicht kennen. Das ist der Vergleich schwer. Aber für als Verhältnisse sind sie natürlich beunruhigend. Das kann ich nicht ernst sagen. Wir haben auch immer viel getestet. Wir waren wochenlang, auch während all den nächsten Schritt vom Dekonfinement, das nicht weiter signifikativ an Blutgängen alle Hummer zuelen die Europa gehen an die Virus erfund sich dat wird man fannen als irgendwo jo ever do wenn der doch konfirmiert kredi die Kläranlehranalysen die man gemacht hun
so dass ich gebe so einen effektiven Vergleich aus schwerer mit einer anderen Teststrategie wie die anderen Länder an Kristallkorel fir ze gucke, wie wirklich Terra bei hinnen ass die hu weder sie nach mir mir hun einfach Chance, dass mir méi genauer mé granular wësse, wer dabei im Territoire eben ass wie Prävalenz ass dufir schwer dazu eng aus zu machen. Natürlich sind se onrogent die Kurpe as klo, aber dass se sich bewecht an den letzte Wochen.